Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, heute ist Jess Geburtstag. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Luxusangel und Kader, die Tra bringen kannst. Kannst Kader nutzen, um damit Fische schneller arbeiten. Hoffentlich sehe ich dich mal bald wieder. Willi, ala hopp. Für Jessens Geburtstag können wir auf jeden Fall noch so eine Narzisse verwenden. Ich würde sagen, wir nehmen für sie die silberne Narzisse. Weil Gas hat auch relativ bald Geburtstag. Und für den gute alte Gas wäre eine Orange das Beste. Oder Diamante, aber ich glaube, ich komme eher weniger dazu, mal Diamante tatsächlich jetzt zu finden. Ja, in der Höhle ist leider noch nichts passiert. Bei unserer Hinkle gucken wir mal rein. Aha. Wir haben wieder Eier. Das Heu nehmen wir doch aktuell mal. Lecken wir gleich noch. So. Dann, das kommt ins Museum. Genau, das wird noch verhüttet, das Zeug. Damit wir auch sehr bald unser Eisenerz parat haben. Wenn wir mal die Eisenbarre auch wirklich gebrauchen können. So, Ahornsirup. Wo habe ich dann Ahornsirup reingeschmissen? Müsste dann hier mit dabei sein. Das ist ja mein erster Ahornsirup. So, dann sind die Dinger jetzt ziemlich auch schön geordnet. Aber ich glaube, ich brauche von dem Zeug sowieso noch fürs Gemeindezentrum. Ich nehme das Eichenharz jetzt auch einfach mal mit. So, aber jetzt wird erstmal gegossen. Und dann können wir auf jeden Fall heute noch große Einkaufstour machen. Und können bei Pierre noch ein bisschen Sommersaat holen. Wir brauchen sowieso noch die... Entschuldigung. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Chilis. Von den Chilis weiß ich auf jeden Fall, dass der Bäuermeister Luis die besonders mag, die Dinger. Das zählt so zu seinen Lieblingsgeschenken. So, da unten haben wir ja theoretisch auch schon alles vorbereitet. Das heißt, wir könnten da dann auch neue Felder mit Vogelscheuche anlegen. Ja, Tinue war so freundlich und hat schon bemerkt, dass ich hier anscheinend äußerst organisiert vorgehe. Aber wie gesagt, mir ist diese Ordnung einfach wichtig. Mit Zäune und so weiter, dann haben wir zum Schluss schön übersichtliche Parzelle. Und ab Sommer wollte ich sowieso dafür sorgen, dass auf jedem Beet noch einmal was Eigenes wächst. Oh, hoppla. So, warte mal. Das machen wir weg. So, da brauchen wir noch ein paar Städte für. Heidewitzka, es tut mir echt leid, ihr liebe Leute. Aber wieder irgendein blöde Kloß im Hals, der nicht weggehen will. Schlimm sowas. Ich sag's euch, schlimm ist das. Heile kenn dich, heile. So. Daneben brauchen wir auf jeden Fall noch die paar Chilis. Eieiei, da schmeiße ich wieder mal ganze Energie rein in die Felder. Irgendwann wären auf jeden Fall auch die Sprinkleranlage nicht schlecht. Da könnte man dann vielleicht die Vogelscheuche einfach in die Mitte vom Weg stellen. Und könnten dann hier die Sprinkleranlage reinmachen. Diese Iridium-Sprenkler sind nicht schlecht. So, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Chilis brauche ich. So. Das heißt, wir gehen jetzt auch sofort in die Stadt. 11 Chilis muss ich noch holen. So, dann nehme ich erstmal das hier. Wo ist denn mein schicker Holzhammer? Ah, da ist er. Gut. Ich habe schon gedacht, der wäre verloren. So. Er sieht halt einfach so noch Instrumente aus. Hier nochmal eine stinknormale Werkzeuge. Wenn wir Jess begegnen, können wir dem guten Mädel auf jeden Fall noch die Narzisse bringen. Sodele, wenn sie nicht hier irgendwo in der Gegend rumwatschelt, dann müsste sie in der Bibliothek sein. So, jetzt können wir auch das mal gleich ausprobieren. Ich habe hier mal getreue Hacke mit dabei. Diese Orte, habe ich ja schon gesagt, sind Artefaktplätze. Da findet man auch solche Bibliotheksbücher. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung in der Bibliothek ist erweitert worden. Alla hopp. Sehr schön, da haben wir auch eine gewisse Zahl an Büchern, die wir finden können. Um da dann noch für die Bibliothek entsprechend die Sammlung zu vervollständigen. Aber wir haben sowieso noch etwas für den guten Gunther. Sodele. Ich möchte auf jeden Fall das hier spenden. Das zählt zu Artefakt.
das war's dann eh. Okay, Jess haben wir hier leider jetzt nicht rumwuseln. Ich glaube, die könnte am Strand sein, aber ich möchte auf jeden Fall auch noch später zu Pierre gehen. Und, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel Chilis das waren. Ah, scheiße. Ach Gott, Hailey läuft hier in der Gegend rum. Alex ist hier. Penny und Vincent und Jess sind leider nicht hier. Elliot läuft hier rum. Oh, ich renne die ganze Zeit dem Typ hinterher, okay. Ich glaube 11 Stück oder so waren es. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wie viel es waren. Verflixt. A Daily Quest hängt auch noch aus. Ich brauche Jade, 600 Gold. Aber an Jade komme ich nicht einfach so grad dran, glaube ich. Schade drum, weil es wäre echt viel. So, wir probieren es gleich mal aus. Ich glaube 11 Stück waren es. So, jetzt muss ich dann irgendwann nur noch im Laufe des Tages die Klasse noch finden. Möglicherweise wuseln sie ja auch da oben irgendwo rum. Weil bei der Gelegenheit wäre der Weg auf jeden Fall nicht verumgelatscht. Da kann ich noch beim Gemeindezentrum was abliefern. Nee, also die Klasse läuft anscheinend nicht gerade hier in der Gegend rum. Aber wie gesagt, wir haben hier diverse Möglichkeiten noch Zeug abzuliefern. Futter haben wir noch nicht. Verzauberer brauchen wir das Eichenharz, genau. Dann Färbemittel, das haben wir alles noch nicht. Nee. Koch war auf jeden Fall der Ahornsirup. Genau, Kiefernteer war auch noch für irgendwas. Ach, wenn ich es doch nur wüsste, Kiefernteer. Vielleicht bei der Handwerksware. So, okay. Handwerksware waren dann hier. Dumm. Nutzpflanzen Herbst, nee. Haben wir auch noch nicht parat. Handwerker, nee, das war auch nicht hier dabei. Nee, da sind wir auch noch kräftig am Schaffen. So, warte mal. Halte mal Gaul an. Nee, du warst auch nicht mit dabei. Heizraum bestimmt nicht. Nee. Nee. Dann ist das Zeug tatsächlich nicht gebraucht. Man weiß ja als nie. So. Okay, dann gucken wir jetzt noch einmal auf jeden Fall zuerst noch meine Felder. Weil das fände ich eigentlich schon relativ wichtig, dass ich hier noch mein Zeug einpflanze. Und wie gesagt, Jade, ich weiß nicht, ob man das auf der derzeitigen Stufe von der Mine um Stufe Ebene 40 schon kriegen. Aber ja, die 600 Gold wäre natürlich absolut klasse. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Zeug hier einpflanzen. Gewitter erleid. Ist das schlimm. Und dann werde ich noch weiterer Saat gucken. So, komm schon. Und jawohl, puh, recht gehabt. Dann sind es insgesamt N2, 3, 4, 5, 6, N2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, N2, 3, 24. Okay, 24 von anderer Saat müsste ich noch kaufen. Dann kann ich nämlich, wenn ich zurückgehe, kann ich nämlich gerade hier ein bisschen was holen. Kann ich ein bisschen da unten noch einpflanzen. Sodala. Wir kämpfen uns hier einen kleinen Weg frei. Okay, das ist natürlich noch zu hart. Wie hätte es auch anders sein können? Hauptsache, ich muss... Oh, leck mich doch am Arsch. Hier ist derzeit noch so viel Scheißdreck. Den müsste ich erst noch platt machen. Aber ich brauche auf jeden Fall neue Saat. Deswegen so schnell wie möglich noch zum Pierre. Und dann kann ich noch Jess gucken. Dass ich das kleine Mädel noch finde und ihre Narzisse noch überreich. So, da. Schnell, schnell, Ackermann! Bevor der Franzos wieder dicht macht. Bevor der Franzos gleich wieder seine Tagesinventur macht.
So, 24 Stück. Oh, du bist Sackermann. Natürlich. Radiesler. Die... Okay. Hopfer kann mehrfach wieder gemacht werden. Radiesler sind jetzt auch nicht allzu teuer. Mais ist schon ziemlich teuer. Aber ich denke, für Radiesler wird es noch reicher. Diddledab-dadim. Ja, gerade noch so. Okay, dann holen wir uns auf jeden Fall noch eine Sonnenblumensaat mit dazu. Die können wir gleich im Nachbarfeld noch abpflanzen. Aber, ja, genau, das machen wir dann, wenn wir da unten sind. Radiesler sind leider nichts, was man mehrfach ernten kann, aber wir haben wenigstens ein Beet noch so dazu. Kann ja auch nicht schade. So, jetzt ist die Frucht, wo Jess und Vincent und Pipapo sind. Mit denen habe ich halt auch in meinem Probespielstand nicht gar so viel zu tun. Ha, da haben wir sie. Glück gehabt. So, Mädel. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist ja sehr nett von dir, ich lieb's. Okay, Herzl haben wir jetzt wenigstens. Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ja, aber Narzisse darfst du im Fremden auch nicht mehr, ne? So haben wir ja gern. Okay, ich glaube, in 2 Tagen müsste dann der gute Kneipewert, der Gastgeburtstag haben. Nee, ich will nicht die Daily Quest. Ja. In 2, 3, in 4 Tagen hat Gastgeburtstag. Okay. Aber wir kümmern uns jetzt erst einmal um unser Radieselfeld. Je mehr wir haben, desto besser ist es. Und Sonnenblumen, das ist auch nie verkehrt, wenn man Sonnenblume erntet, dann kann es sein, dass die wieder Saat ausspuckt. Also insofern wirklich praktisch. So. Jetzt gehen wir erstmal dorthin. Genau, mit der Eier können wir selbstverständlich auch noch ein bisschen was machen. Und zwar können wir ein bisschen Mayo produzieren damit. Und so, jetzt fängt der Quatsch nämlich an. Wir haben noch ein paar Stäbe übrig. Das heißt, wir können auch noch hier ein bisschen... Ja, Enna zumindest. Große Klasse. Aber Enna ist besser als Kenner. Deswegen, wir schmeißen noch ein bisschen Stäbe hier. Ein paar Stäbe brauchen wir sowieso. Huch! So, der kommt mit. Insgesamt haben wir 5 Stäbe vielleicht. Schauen wir mal ins 2. Schauen wir mal ins 2. Ja, wir brauchen noch 2 von den Dinger. Das heißt, 3 Stäbe noch so brecher. Die Geode kommt mit. Oh. So, komm schon. So. 4 Stäbe. Das müsste eigentlich ausreichen. 1, 2. Und dann brauchen wir nur noch Holz fürs Tor. Und dann brauchen wir auch nur noch Vogelscheuchen. So. Holz fürs Tor und Vogelscheuche. Dafür brauchen wir Fasern. Was brauchen wir nochmal für Vogelscheuche? Wir brauchen Holz und Fasern. Okay. Holz und Fasern. Zusätzlich kommt das noch rein, das kommt rein, das kann weg. Und das Ei behalten wir auf jeden Fall noch. So. Okay, es nimmt allmählich mal wieder Form an. Gut, die Vogelscheuche machen wir jetzt noch fix. Und 2 Tore. Ja, 2 Tore wird leider nix. Dafür haben wir zu wenig Holz gerade einstecken. Aber wenigstens hier können wir noch ins reinklatschen. Genau. Dann kommen hier noch die Beete hier. Das heißt, ich sollte hier schon mal anfangen. Das ist dann schon Weg, ne? 1, 2, 3, 4 und 5. Genau. 3, 4, 5. 1, 2. Da wird freigelost. Dann haben wir da noch. Weg schmieg mein. Perfekt. Das passt doch wunderbar in mein Gesamtbild rein, wie ich das machen wollte. Da brauche ich halt noch Städte dafür. Für den Weg und so. So, perfekt. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen Dünger herstellen. Der gute Standarddünger. Wir brauchen 14. Moment. Wir brauchen nur 19 davon, ne? Genau, dann sind wir bei 24. Dann wird Ei gepflanzt. Und dann können wir die Radiesler auch schon mal rausschmeißen. Und die Rechtenergie können wir gerade noch nutzen, um hier noch ein bisschen Bäm zu fällen und Städte zu brechen. Nachdem wir hier gepflanzt und gegossen haben. Perfekt. Das passt doch super. Haben wir auf jeden Fall halt noch ein Feld mehr.
Ja, es nimmt allmählich Gestalt an. Und wie gesagt, der Rest, den verwenden wir noch für ein bisschen Erwart. Ah, da ist mein Mayo, glaube ich, gut. Genau. Nein, das Ei möchte ich nicht roh essen. So merkwürdig die Sache erscheint, aber ich will mal Ei nicht roh essen. Warte mal, habe ich die Hinkle gestreichelt? Ja, Gertrud versucht zu schlafen, die Gudrun dasselbe. Ich glaube, ich habe sie gestreichelt. Ist nämlich wichtig, dass man die Tierle streichelt, damit sie auch schneller an Herzen gewinnen. In meinem anderen Spielstand habe ich interessanterweise nur braune Hinkler. Da habe ich seltsamerweise kein endes normales weißes Hinkel kriegt. So. Okay. Wenigstens das bisschen können wir noch machen. So, komm schon. Okay, alle hopp. Ja, ein bisschen haben wir wenigstens. Das dürfte reichen für ein zweites Tor, genau. Da haben wir nämlich wenigstens noch das erledigt. Und morgen können wir uns an der Stäbruch dann dran machen. So, warte mal, halte mal der Gaul A. Genau. Da reicht es leider nicht für ein Doppelfeld, aber da können wir ein einfaches Feld noch machen. Das wäre dann zwar nicht ganz synchron, aber wir haben auf jeden Fall noch ein einfaches Feld. Das können wir dann für so Sachen anlegen, die wirklich nur einfach blühen, sage ich jetzt mal, die nicht so sind wie die mehrfach erntbare. Dann können wir das fast sowas nämlich anlegen. Okay. Da wir jedes Geld brauchen, warte ich ab, bis mein Mayo fertig ist. Und dann könnten wir möglicherweise schon, ja, die 8, die wir haben, dürften ausreichen, um hier noch was schnell reinzupflanzen. So, zumindest das möchte ich ganz sicher haben. So. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Nee. Die Sommersaat, die wilde Sommersaat, die machen wir morgen. Okay, okay. Dann passt das ja alles. Hab alles gemacht, was ich wollte. Gell? Leberwurst. Und dann gucken wir nochmal auf eine Mäuerei. Wunderschön und sonnig wird's Mäuer. Uns Leben von Land, sagt man. Im Sommer finden wir Goldmakrele in den Flüsse und den Wälder am Tag, Regenbogenforelle in den Flüsse und den Wälder in den Bergen am Tag, Kugelfische im Ozean und frühen Nachmittag. Okay, Kugelfische, sollten wir uns merken. Kugelfische im Ozean am frühen Nachmittag. Das sollten wir uns definitiv merken, weil welche von den Dinger brauchen wir für die Sammlung. So, jetzt gehen wir erstmal runter Ratze. Kriegen wir da ganz klar ein bisschen was. Es möge reicher für die nächste Sache, die ich plan. Mindestens. So. Also Feld mache ich auf jeden Fall nur für Mais, genau. Mache ich nur für Mais. Weil den Mais können wir nämlich auch im Herbst weiter ernten. Du wär's nicht schlecht, wenn das so das einzelne Feld ohne kriegt und nicht einzelne Doppelfelder. So. Und wie gesagt, später im Verlauf können wir die Stelle für die Vogelscheuche ersetzen durch Sprinkleranlage, durch solche Iridium-Sprenkler. Und können die Vogelscheuche stattdessen in die Mitte pflanzen. Vom Weg. Ach, ich liebe den Part von der Musik. So. Ja, wenn wir im Winter noch nicht das Gewächshaus haben sollten, kann ich wahrscheinlich auch im Winter die Gießkanne schon mal schön upgraden. Je abgegradeter die Gegenstände sind, die Werkzeuge, desto mehr Radius haben die auch. Sprich, die Hacke kann dann irgendwann 5 Felder gleichzeitig im Quadrat Hacke für uns, wenn wir sie in der Gold-Version dann, glaube ich, haben. Und in der Eiser- bzw. Stahl-Version kann sie dann in 5er-Reihe vor uns dann entlang hacken. Dasselbe halt auch mit der Gießkanne. Das ist schon sehr praktisch. Aber ja, da wir derzeit keine richtige Sprenkleranlage haben, muss ich halt hier auf sowas zugreifen. So, das mit dem Mayo machen wir am besten auch so schnell wie möglich. So, Hinkle, das muss sicher gestreichelt. So. Ihr dürft natürlich auch raus, ihr Lieber. So. Genau, dann können die nämlich auch raus, die Tiere. Können sich draußen auch noch ein bisschen ihr Futter holen.
So, mein Opa hat das immer gesagt, statt Futter, Fuder für die Tiere. So, gleich ist auch das Wasser wieder leer. Ein Brunnen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Gut, das sieht doch soweit ordentlich aus. Wichtig ist vor allem, dass die Vogelscheucher, finde ich, parat sind, weil die Vogelscheucher sollten schon da sein, dass man nicht wirklich die Krähe dann da drauf hängt. Ja, die Radiesle, die brauchen aber eine Zeit lang, wie es aussieht. Die Sonnenblume ist schon recht gut Kummer. So. Ups. Sadela. Da würde ich sagen, die nächsten Tage beschäftigen wir uns tatsächlich erstmal nur damit, dass unser Felder gebaut werden. Das heißt, wir müssen mal wieder seit langem Stäbbrecher und Holzhacker. Aber hauptsächlich Stäbbrecher. Sodela. Das sieht soweit gut aus. Das ist alles unter Dach und Fach. Die letzte Tropfe in die Gießkanne kann ich gleich schon mal dafür nutzen. Ja, da ist noch nichts rausgekommen. Okay. Dass wir noch unserem Hund was geben. So. Genau, Hund will nämlich auch gestreichelt werden. So, da komme ich leider nicht durch, oder? Doch, tatsächlich, da komme ich durch. So, machen wir schnell so, da haben wir nämlich hier unseren Durchgang. Die Mayo, genau. Vor lauter noch unser Mayo vergessen. So, da bim bam bum bam. Die Mayo kommt auf jeden Fall durch rein. Unser Gießkann muss gefüllt werden. Und unser Hofbuch sagt hier Gedöns. Okay, Bäuermeister Shorts, dafür müssen wir uns mit Mani erstmal gut stellen. Okay, zum Clint sollten wir vielleicht auch noch wegen unserer Geode. Ja, wir haben definitiv viel zu tun, merke ich. Schleimjäger, das nämlich auch. Das nämlich auch. 4 Frostgelees soll ich töten. Also in die Mine würde ich vielleicht auch ganz gern noch. Ich brauche sowieso mehr, wenn ich jetzt Mais abpflanzen will als nächstes. So. Weil Mais soll es schon werden. Das kann auch mehrfach wieder geerntet werden. Sodela. Oh, jetzt ist die Schämmusik wieder weg. Okay, hier. Bisschen Kupfererz. Und hier haben wir noch irgendeinen Kruscht gekriegt. Cholesterin, genau. Coelestin haben wir noch gekriegt. Ach Gott. Ja, wenn man nicht lesen kann, ne? Das ist schon toll. Das können wir auch spenden, das Cholesterin. Und das kommt auch gleich mal da rein. Dafür gibt es auch eine schöne Belohnung, sehe ich. Wir kriegen eine stehende Geode als Möbel. Das können wir bei uns im Haus verstecken. Als Möbel, nicht Versteckler, sondern irgendwo Aufsteller. Sodela, dumm. Huch, so. Unser Holzhammer ist noch hier. Knüppel der Stufe 2. Also sobald ich die Obsidianklinge kriege, dann greife ich auch dort drauf wieder zurück. Statt auf den Holzhammer. Wobei der eigentlich schon relativ gut Schaden macht, dieser Holzhammer. Sodela. Wie gesagt, vermäß, jetzt ist alles wieder, will ich es überpelzerisch sagen, als es eigentlich ist. Für den Mais möchte ich auf jeden Fall viel Geld sparen, weil du kostest ja 150 oder was. Weitraub, das weiß ich, dass Vincent das ganz gern mag. Aber wenn wir jetzt in die Mine gehen, schmatze ich mal die Weitraub schon mal rein, dass wir hier unsere Energie auf jeden Fall wieder geladen haben. Sodela, also nix wie ab noch ohne. In der 45. Da können wir durchaus reingehen. Ah, das sind die Kohlegeisterlin. Mehr du. So. Und da müssen dann noch irgendwo die Frostgelees. Da ist ja schon eins. So. Gut. Das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Dann können wir da nämlich auch schön noch ein bisschen Kram noch besorgen und ein bisschen Stähl noch brechen. Und die Biester müssen wir sowieso noch niedermachen. Und wie ich schon mal gesagt habe, die erkämpfte Treppe sind immer besser als die schon da sind. So Fledermäuse brauchen wir auch noch für unser Monsterjagd, hieß das, glaube ich, bei der Abenteurergilde. Also, nix wie runter. Eventuell kommen wir sogar schon auf Stufe 50 an. Schauen wir mal. Ja, die gut Synthesizer-Mucke. Und so, sind hier irgendwelche Frostgelees.
Ist hier jemand, der Gelee heißt? Aber es sieht wohl nicht so aus. Na, so. Ich bin es in einem anderen Spiel schon gewohnt, dass ich so einen großen Magnetring trage und dass deswegen sofort alles Zeug zu mir kommt, wenn es irgendwo in der Nähe ist. Ja, dafür sind die schon recht praktisch, diese Magnetringe. So. Ah, Motor. Ich glaube, das ist Aquamarin, ne? Genau, schön. Schöne Sache. Da haben wir noch Frostgelee. Oh. Oh, Jesus, der Leid. Das Zeug möchte ich trotzdem noch mitnehmen. Hier die gefrorene Träne. So, dann gehen wir noch weiter runter. Ja, so einer brauchen wir noch. Komm mal her, du. Knetus Corpus. Okay, eine Winterwurzel hat er noch dabei, nicht schlecht. Die gefrorene Träne und Quarz nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Gut, und der Bäuemeister treffen wir halt oben in der Kneipe, bei dem müssen wir diese Schleimjagde immer zurückbringen, weil der unser Questgeber ist. Ah ja, da ist ja schon das Gelee. Da möchte ich aber trotzdem noch runtergehen. So. Einfach nur, dass wir die Ebene 50 noch erreichen. Ich glaube aber, wir haben... Genau, rede mit Louis. Wir haben die Quest erledigt. Aber ich möchte, wie gesagt, hier noch ein bisschen was reißen in der Mine, dass wir vielleicht auch einfach nur, die 5 Stufen nochmal weiter runter sind. Dafür ist es schon nicht schlecht. Weil du kommst dann bald, ach, das Burgartige ist dann, glaube ich, dass es so kerkerartig aussieht. So. Hoppala, jetzt hat er mich wieder voll geglitscht. Mistvieh. Aber die hinterlassen ab und zu mal sowas, was es nur im Winter gibt. Halte mal den Gaul ab. Möchte ich gerade mal gucken von wegen Wintergedöns. Sammeln Winter. Ja, das habe ich schon abgegeben. Allerhopp, manchmal ist es halt so. Okay. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass wir den Weg noch finden. Eisenerz ist auch nie verkehrt. Wenn wir Eisenbarre schon mal auf Vorrat produzieren können, ist schon eine tolle Sache. Und wir haben jetzt wieder 19 Eisenerz gefunden. Also das ist schon an sich nicht übel. Nicht verkehrt. Ja, ein bisschen Holz ist auch nicht verkehrt. Apropos. So. Gefrorene Geode ist auch nicht schlecht. So. Das fehlende Eisenerz für die 20 Vollzekriege haben wir jetzt 8 gekriegt. Ja, sogar eine 20. Allerhopp. Tja. Wo geht's dann hier noch runter? Wo ist dann die Treppe? Normalerweise ist es doch immer relativ in der Nähe von der Treppe. Das ist jetzt etwas doof. Weil allmählich bin ich auch so richtig erschöpft. Nur noch 13 Energie. Allmählich die sich's anbietet, dass ich mal das Ding finde. Ich glaube, da muss ich mal wirkliche Winterwurzeln rein zwitschern. So. Gut, dann petzt das mal rein. Eventuell hilft sonst was. Ach, Gott sei Dank. Gut, und hier kriege wir Tundrastiefel. Du erhältst die Tundrastiefel. Allerhopp. 2 Verteidigungen, Immunität. 2 Verteidigungen. Du hast 11 Verteidigungen, 1 Immunität. Das heißt, wir nehmen jetzt die Tundrastiefel. Alles klar. Gehen wir auch gleich wieder hier raus, weil wir sind weiterkommen. Und dann gucke ich mal, dass ich meine Stiefel möglicherweise bei der Abenteurergilde verkauft krieg. Genau, kauft ihr sonst keine Sau. Okay. Die Lederstiefel waren ja so mit uneins von der ersten Geschenke. Okay, okay. Da könnten wir uns mal für morgen zum Ziel setzen, dass wir möglicherweise noch eine Runde angeln gehen. Also am morgigen Tag, beziehungsweise die Episode übermorgen. Können wir uns mal in das Sinn setzen, dass wir am frühen Vormittag am Ozean eine Runde angeln gehen und so einen Kugelfisch fangen, es sei denn, das Aquarium sagt bei Ozeanfischen nein. Oder waren das Exote? Waren das Exote? Kann das sein? Spezialitätsfische, genau. Kugelfisch. Okay, okay. Wegst Bescheid, Ackermann. So.
Dann gehen wir noch zum Bäuermeister. Der könnte schon um die Uhrzeit in der Kneipe sein. Ups, ich wollte die Kneipe nicht zerlegen. Ja, da ist er. Ah, Ackermann, du hast bei unserem Schleimproblem geholfen. Dankeschön. Ich hoffe, es war nicht so viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, die klebrige Schleim aus der Kleidung zu kriechen. Ich habe definitiv ein paar gute Hosen bei dem Versuch, die Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie der Papa wütend geworden ist, als ich den türkise Schleim an meine brandneue Stoffhose kleben gehabt habe. Naja, egal, viel Spaß mit der Belohnung. Hauptsache irgendwas über Babs Hose erzählt, ne? Boah. Okay, 340 Gold, die nehme ich dankend und liebend gerne an. Und der Rest machen wir daheim. Das klappt dann mal noch aus. Mit Emul Mayo wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber ich kann die Mayo zumindest schon mal in die, das Ei zumindest schon mal in die Mayo-Maschine reinknallen. Und dann schauen wir mal, was das wird. Ach ja, ach ja. So, erstmal das hier holen. Die Hinkle dürften mittlerweile auch wieder im Stall sein. So. Genau, die hocken da und die pennen in aller Zufriedenheit. Und unseren Kruscht, wir schmeißen auf jeden Fall nochmal den Ofen an. Und knallen da noch eine Eisenbarerei. Ansonsten Quarz haben wir hier noch drin. Der rechtliche Eisenerz und Kohlemarmerei. Der Aquamarin, den können wir mal als Geburtstagsgeschenk behalten. Stäh kommt auf jeden Fall rein, der Schleim kommt rein, Quarz und Fledermaiseflichler. Die behalten wir auch, die sind nämlich für manche andere sind das auch schöne Geschenke. Die Geode kommt mit, das Holz kommt rein und der Rest wird verkauft. So, dann kommt das und das kommt rein, das wird noch gepflanzt irgendwann demnächst. Ja, wir könnten noch ein bisschen unsere Energie nutzen. Könnten vielleicht noch ein bisschen Holz hacken. So, die haben beide schon einen Zapfer drin. Siehst du, wir machen einfach nochmal so ein bisschen loses Holz hier in der Gegend fertig. Vielleicht auch ein bisschen Hartholz. 16, 1, 2, 3, 4. Ja, komm. Gut, für Hartholz hat es auch noch gelangt. Also wenigstens das noch. So. Aber Stäbbrecher sollten wir auf jeden Fall noch, damit wir auch die Wege noch herstellen können. Okay, das und das. Wie viel Stäbe? 20 Stäbe. Das sind dann 28 Wege, die wir legen können. Das holen wir uns auf jeden Fall noch. Dumm. So. Dann legen wir nämlich noch ein bisschen was von dem Weg aus. So. Wir machen einfach dicht, dass nachts keine vermeintliche Eibrecherei kommt. So, zwischen den Dinger machen wir dann später auch noch einen Weg. Aber das wird ein etwas anderer Stäbweg. Da gibt es dann später anderes schönes Rezept für sowas. Und wir lecken erstmal hier außenrum Share A. So. Dass wir hier auf jeden Fall den Weg hin. So. Da ist das nämlich auch schon fest gemacht. Das sieht doch alleweil richtig gut aus. So, die machen wir dort hier. Das kommt nämlich mal jetzt zum Clint mit. Und diese Geode, die machen wir jetzt einfach mal. Stellen wir einfach mal dort hier jetzt. Wobei, komm. Die können wir genauso gut neben an der Kamin stellen. Oh, macht sie sich auch ganz gut. Ja, morgen könnte man einen kleinen Angeltag einlegen. Ich will jetzt erstmal gucken. Genau, wenigstens der Eisenbarren ist noch gut. Kann man nämlich gerade noch der Eisenbarren durchrei. Können uns nochmal 5 Dodefu holen und hier eine Kohle. Dann schmeißen wir das noch rein. So. Wenn das hier in der Zeit auch noch fertig ist, wäre auch optimal. Dann können wir nämlich auch noch die Mayo verkäfen. Und ich steht ansonsten, sage ihr liebe Leute, wir sehen uns dann so oder so übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wenn ihr wollt. Im Sommer habe ich jetzt definitiv viel zu tun. Vielleicht sollte ich auch mal an kleinere Sachen denken. Vielleicht sollte ich auch an, ja, einfach mal kleinere Gemüse nochmal denken, die ich einpflanzen kann. Aber, ja, schauen wir mal. Ansonsten möchte ich eigentlich eher auf Mais ein bisschen hier sparen. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.